Ich möchte heute darüber sprechen, ich habe letzten Sonntag schon wie eine Serie gemacht und ich möchte beginnen mit der Frage, und es ist eigentlich eine nicht so einfache Frage, wie sieht Gott mich? Also was ist so die Vision von Gott über meinem Leben? Also warum hat mich Gott erschaffen, kreiert im Leibe meiner Mutter? Warum bin ich aufgewachsen, wo ich bin? So was ist der Plan von Gott? Und wir haben gelernt, in der Bibel haben Frauen und Männer eine Begegnung, auf Englisch einen Encounter gehabt mit Gott. Wie Mose vom brennenden Dornbusch, Abraham verlässt das Vaterhaus, Petrus, ich baue auf die Church, Deborah, Esther, alle diese Leute. Und jetzt ist interessant, haben mir Leute gesagt diese Woche, Leo, danke für die Predigt, aber jetzt bin ich noch mehr verwirrt als vorher. Weil die Frage ist ganz logisch, eine mega wichtige Frage, wie sie Gott mich hat. Die Leute haben gesagt, ich habe noch nie Gott gehört. Ich habe noch nie in meinem Leben gewusst, was ist der Auftrag Gottes in meinem Leben, und statt dass mich befreit, blockiert es mich. Und ich möchte euch wirklich sagen, ich glaube, es ist nicht so kompliziert. Ich glaube, es gibt Momente, wo du als kleines Kind, du warst in einem Gottesdienst, Celebration, irgendwo, wo du plötzlich eine Stimme hörst. Und die Stimme ist so aus dem Nichts heraus, wo sagt, ich werde in die Mission gehen. Und ich werde im Pflegeberuf arbeiten und ich werde die Firma von meinem Vater übernehmen, obwohl du 5 Geschwister hast und weißt, ich bin, der die Millionen nimmt. Oder plötzlich merkst du, ich werde Gott dienen. Ich werde im Sport, in der Politik, in der Wirtschaft. Es gibt so ein Thema, das Gott dir auf das Herz legt. Und bei mir war es mit 18, ich bin Motorrad gefahren von Grabs, St. Gallen nach Buchsenkaln. Ich hörte eine Stimme, du wirst ein Evangelist werden, Menschen für Gott begeistern. Hier unten gibt es mega viel Weiß. Warum? Weil Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe. Sonst kann der Heilige Geist nicht kommen. Und der Heilige Geist wird doch lehren und führen in alle Wahrheiten. Und der Geist Gottes wird dich lehren. Zum Beispiel, ich habe nicht gewusst, dass ich in Zürich landen werde, der schönsten Stadt in Zürich. Ich habe nicht gewusst, dass ich ICF leite. Ich habe nicht gewusst, dass ich euch leite. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich sofort Ja gesagt. Ich habe nicht gewusst, dass ich Kirchen gründen werde. Und ich habe viele Dinge nicht gewusst. Das heißt, das wird der Heilige Geist beginnen aufzufüllen. Und darum, am Morgen früh, berühre nicht das Smartphone als erstes, sondern berühre das Herz Gottes. Du musst am Morgen aufstehen und sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Was willst du da noch reinschreiben in meinem wunderbaren, in dem Sinn, Bilderrahmen? Und unten sind so kleine Bilderrämchen. Warum habe ich die unten hingestellt? Ich habe ein Slide mitgebracht. Es gibt viele Themen. Wie sieht Gott mich in meinem Body, in meiner Fitness, in den Finanzen, Ehepaar, in meinem Dorf, Familie, Gesundheit, Ausbildung? Das sind so ganz praktische Dinge, wo du nimmst und überlegst, was für ein Christ möchte ich sein? Wie will ich Jesus nachfolgen? Und du hast auch einen Dialog mit dem Heiligen Geist und diese kleinen Bilderrämchen beginnen sich zu fühlen. Warum ist das so wichtig? Wenn du nicht weißt, was ist die Berufung, machst du irgendetwas. Und ich glaube, der Feind will uns abhalten, die Berufung von Gott zu entdecken. Und ich werde euch heute in ein Bild mitnehmen. Wie können 6 Wunder geschehen, weil manchmal hat man Zweifel, aber man kommt zu einem Durchbruch, und es gibt den Jakobusbrief im Neuen Testament, und Jakobus ist krass. Er hat gesagt, wenn du glaubst, hast du auch Taten und Werke. Also ohne Werke glaubst du nicht, und ohne Glaube gibt es keine Werke. Es gehört wie zusammen. Und Jakobus beschreibt unser Herz brutal, krass und ehrlich. Aber wenn du gläubig bist, du sprichst in Zungen und in 5 Sprachen und der Geist Gottes ist in dir, du bist on fire, würde Jakobus sagen, in uns gibt es immer einen Kampf vom Willen zu Gott zu meinem eigenen Willen. Lass uns eintauchen in 6 Punkte, wie unser Glaube konkret wachsen kann. Are you ready? Club, are you ready? Ich höre es bis hierhin. Michael Church, are you ready? Die sind schon, ja, danke. Also, Punkt Nummer 1, es beginnt mit einem Verlangen. Alles beginnt mit einem Verlangen. Und diese Illustration möchte ich ganz kurz erklären, was ich mit dem meine. Das Wasser steht für den Willen Gottes, oder Wasser ist so rein, man trinkt es und du merkst, bam, Wasser, woo, ist fresh. Und das ist der Wille von Gott, perfekt, oder? Und die Softgetränke mit viel Zucker drin ist nicht gesund. Amen? Amen. Ist mein Amen.
Zucker gibt er dann. Boom, Zuckerschub. Gib mal Kinder Coca-Cola. So, meine Kinder hatten immer Coca-Cola, Zuckerschub in den Urlaub. Der Zuckerschub gibt einen Punkt wie Sünde, ist so attraktiv im ersten Moment. Zuckerschub. Und dann hast du ein mega Hungerloch und ein mega Down. Und wir haben einen Kampf zwischen Willen Gottes und unserem eigenen Wunsch. Und Jakobus sagt das folgendermaßen, Jakobus Kapitel 4, hast eine Bibel da, kannst sie aufschlagen, ist relativ weit hinten beim Smartphone, der findet das Smart, kannst auch mitleben. Kapitel 1, 4, Vers 1 bis 2. Er spricht von Menschen, die gläubig sind. Jakobus sagt, liebe Christen, liebe ICF, liebe Club, liebe Microchurches online und die Gemeinde, die du durchgehst, wieso gibt es bei euch so viele Kämpfe und Streitigkeit? Also eigentlich, das wäre schon eine Predigt. Also wenn der Heilige Geist in uns wohnt, wir leben in der Gnade von Gott, wieso sind wir so manchmal beleidigend, wir vergleichen, wir kritisieren, wir machen andere klein, wollen groß sein. Woher kommt das? Kommt das nicht alles daher, dass in euren Leidenschaften und Triebe um die Vorherrschaft kämpft? Ihr wollt alles haben, we want more, und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass. Doch gewinnen werdet ihr durch nichts. Eure Streitigkeiten nützen euch gar nichts. Und hier spricht Jakobus von uns Christen. Und ich möchte dieses Bild malen, wenn wir nicht im Willen von Gott leben, wir nicht die Identität in Jesus gefunden haben, wir kippen immer in ein Muster der Sünde. Und du bist wie ein Schwamm. Und plötzlich tauchst du ein und du saugst die Welt, die Prinzipien ein, ohne das zu merken. Es gibt so 2 Punkte, die mir auffallen bei uns Christen, und ich spreche auch von mir, wir sind alle im gleichen Boot, okay? Der eine ist so, der Entenstiel. Der Entenstiel ist so, du leerst Wasser an und es geht nicht rein. Und die Ente sagt, da mache ich nicht mit. Die Ente kannst du Wasser drauf schütten und es prallt ab. Und es gibt Christen, du hast gewisse Themen, wo du sagst, ich höre, was Gott sagt, aber ich will es nicht. Und da mache ich nicht mit. Und wir haben immer Angst, wenn wir unser Leben Gott 100% anvertrauen, dass Gott uns Dinge wegnimmt, die keine Freude machen, keinen Spaß machen. Ich weiß nicht, was für ein Bild du von Gott hast, aber die Bibel sagt, Gott ist ein aberliebender Vater. Und ich habe 2 Söhne mit meiner Frau produziert. Und wenn du Kinder hast, ist hochinteressant. Kinder fragen nie, Vater, woher hast du die Finanzen für den Urlaub? Vater, woher hast du das Geld für die Spaghetti? Vater, sondern Kinder wissen, der Vater, der hat's, der kann's und der macht's. Wenn aberliebender Vater bedeutet, Gott nimmt dir nicht etwas weg, was Gott nicht schon am Anfang in dich hineingelegt hast. Gott sagt doch nicht zum Elefant, Elefant, bist falsch rausgekommen. Jetzt wird er mal so ein kleiner Vogel. Viel Spaß bei der Diät. Sondern Gott hat in uns etwas hineingelegt und wir haben immer die Angst, dass wir was verlieren. Dann denke ich, ja gut, denn Abraham musste die Stadt verlassen, er wollte nicht. Moses musste das Volk, er wollte auch nicht. Ja, Königin Esther hatte Fingernägel gemacht, Make-up und alles war im Schloss. Und Gott sagt, you born for such a time, wollte am Anfang auch nicht. Petrus sagte Gott zu Petrus, als du jung warst, hast du gemacht, was du wolltest. Aber jetzt im Alter will ich dich leiten an Orte, wo du nicht hingehen willst. Und du hörst solche Predigten und denkst, genau darum mache ich mein Ding. Jetzt nicht meine Frage, wer von uns ist eine Ente, aber wir haben immer diese komische Angst. Das zweite Bild ist so das Stachelschwein. Stachelschwein bedeutet, du machst gute Dinge, du arbeitest mit in der Gemeinde, in der Church, spendest, du machst und tust und dann bekommst du einen scheiß Stachel in dein Gesicht. Dann sagst du mir mal, ja Gott, ich habe mich aufgemacht für dich, aber was ich bekommen habe, ist so dumme Stacheln. Und am Feind spielt es keine Rolle, wer dich enttäuscht. Hauptsache, du bleibst enttäuscht. Und wenn du die Stachel rausnimmst, tut's brutal weh. Und du weißt ganz genau, wenn ich die Stachel rausnehme, mich öffne, werde ich wieder verletzt. Für die, die eine Freundschaft beendet haben, natürlich nicht direkt, sondern man hat das Schluss gemacht wie Text. Die sagen, alle Frauen sind gleich.
Kennst du den Spruch? Alle Frauen, aber alle. Weil du weißt, wenn ich mein Herz öffne für die nächste Freundschaft, ich werde durch das Stachelschwein wieder enttäuscht. Und es gibt einen Bibeltext, der mir hilft, und ich möchte ihn euch vorlesen, in Psalm 37, Vers 4. Freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Liebe Freunde, meine Leidenschaften sind dermaßen falsch und ich mich freue an Gottes Zusagen, wird Gott für jedes Detail in meinem Herzen sorgen. Wer von euch ist glücklich darüber? Aber alles, tutti paletti. Das Zweite, bevor ein Wunder geschieht, man muss sich reinigen. Das ist hochinteressant. Im Alten Testament sagt Gott immer zum Volk, reinigt euch, heiligt euch, dann werde ich morgen ein Wunder vollbringen. Und ich denke, Gott, wir machen es umgekehrt. Mach das Wunder und dann machen wir die Reinigung. Es kommt immer zuerst der Wunsch, Gott, reinige diese Dinge in mir. Jakobus sagt es krass in Vers 2 bis 3. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Und wenn ihr bittet, wird euch nichts gegeben. Denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Und wenn du diesen Bibeltext liest, Jakobus spricht zu Christen, zu uns, dann lass uns einen Moment ehrlich sein. Also, welche Absichten hast du? Ich kenne niemanden, der nicht eine Agenda hat. Ich habe auch eine Agenda. Wenn du siehst Menschen, die erheben ihre Hände, gehen auf die Knie und sie weinen. Und ich finde das total beeindruckend, weil das der Wunsch und die Sehnsucht, Gott, ändere mich mein Leben. Aber hinterdran hat jeder von uns eine Agenda, einen Wunsch, einen Plan. Und der Plan ist nicht immer das, wie Gott mich sieht, so wie ich mich gerne sehen würde. Sondern die Frage ist, haben wir den Mut zu sagen, Gott, press mich. Nimm alles weg von mir, was mich hindert zu dir. Und wenn Gott uns presst, und das wird Gott machen, da kommt eine riesen Gülle raus, ein riesen Dreck raus. Und wenn Gott dich drückt, dann kann es sein, dass dein Pornokonsum kommt raus, dein Alkoholkonsum, deine Eifersucht und es kommen Dinge raus, die sind nicht schön. Aber Gott beginnt zu reinigen. Und wenn Gott beginnt zu reinigen, saugst wieder auf, drückt er nochmals raus und du merkst, es wird immer besser und irgendwann wirst du merken, die Kacke ist draußen. Unsere Church war 4 Jahre alt, wir hatten über 1000 Gottesdienstbesucher, riesen Church dazu mal in der Schweiz. Und ich bin eines Tages aufgestanden, es war Montagmorgen, ich lief vom Bett zu der Kaffeemaschine und mir war so schlecht. Ich ging zum Bett, habe 3 Stunden geschlafen, es war Mittag, am Nachmittag geschlafen. Ich habe den ganzen Tag durchgeschlafen, nächsten Tag das gleiche Programm. Am Mittwoch wollte ich mit dem Fahrrad zum ICF an das Office fahren. Nach 100 Metern war es mir so schlecht, ich habe umgedreht, den ganzen Tag geschlafen. Ich ging zum Arzt, weil ich hatte Angst, ob ich Krebs habe oder sonst irgendetwas kaputt ist. Wir haben alles gecheckt, von Blut und allem. Und dann sagt der Arzt zu mir, Herr Bicker, Sie haben ein klassisches Burnout. Da habe ich gesagt, ja, das gibt doch sicher eine Tablette. So eine Spritze. Hat er gesagt, nein, gibt es nicht. Da habe ich gesagt, ja, wie komme ich von dem los? Und der Arzt war kein Christ. Hat gesagt, Herr Bicker, Burnout hat nichts zu tun mit der Arbeit. Burnout hat nichts zu tun mit dem Umfeld. Burnout hat zu tun, du hast innerliche Stressfaktoren, die dich stressen. Und eines meiner Stressfaktoren war gewesen, und ich bin ganz ehrlich, ich bin ein Perfektionist. Mich stresst, wenn Sachen nicht perfekt sind. Obwohl in der Schweiz ist alles perfekt, aber Singapur ist noch perfekter. Und mich stresst das so. Und ich bin zu einem Coach und ein Coach hat 2 Dinge gesagt. Du musst entscheiden, Wachstum und Kontrolle gehen nicht Hand in Hand. Wenn du wachsen willst, musst du Kontrolle verlieren. Und ich habe gemerkt, Kontrolle zu verlieren, anderen Leuten Dinge zu übergeben, die es schlechter machen, anders machen, falsch machen, weißt du, was ich meine, ist gar nicht einfach. Und Gott hat zu mir gesagt, du musst lernen, diese Kontrolle loszubringen. Und das Zweite ist, Charisma und Salbung ist nicht das Gleiche.
Charisma heißt, ich kann gut singen, ich kann gut reden, ich kann motivieren, ich kann zeichnen. Charisma gibt den Leuten Hühnerhaut. Aber Salbung bricht das Joch. Salbung setzt frei. Salbung kickt Dämonen raus. Salbung bringt den Himmel auf die Erde. Das ist nicht das Gleiche. Und frag mich nicht, warum. Gott hat mir viel Charisma gegeben, das weiß ich, bin ja nicht ganz so doof. Aber Charisma ist nicht gleich Salbung. Und ich musste lernen, nicht durch Heer oder Kraft, durch meinen Geist. Und darum habe ich angefangen, Golf zu spielen. Nicht, weil ich gut bin, sondern Golf ist nur der Schwung. Darf ich dich fragen, erlaubst du Gott, Dinge auszurücken? Und es tut weh. Und es ist nicht so sexy. Aber Jakobus sagte, warum willst du bloß deine Wünsche erfüllen, wenn da drüben Gottes Gnade ist? Und jetzt komme ich zum dritten Punkt und der wird euch überraschen, hat mich auch überrascht. Der dritte Punkt ist, wir müssen lernen zu empfangen. Und es kommt ein hochinteressanter Bibeltext. Er sagt in Jakobus 4, Vers 5, oder meint ihr die Heilige Schrift, die Bibel sagt ohne Grund, leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Lebensgeist, der Geist Gottes in uns drin wohnt. Und wie geschieht jetzt ein Wunder, ein Wort von Gott? Es ist das gleiche Bild wie bei einer Geburt. Für die, die noch nicht schwanger sind, werden möchten, und dann keine Kinder haben, eine Schwangerschaft hat 3 Punkte, ich habe sie aufgeschrieben, ist eigentlich völlig logisch. Und zwar, es gibt die Empfängnis. Das heißt, das Ei und das Spermen müssen sagen, komm, ist gut, ja, bin dabei. Und das ist ein mega Wunder, weil es gehen 3 Millionen Spermen gehen los und nur einer gewinnt. Du hast gewonnen, bist ein Hero. Zweitens, es gibt eine Schwangerschaft. Also nach 3 Monaten merkt man, oh, da kommt was. Und du siehst etwas, was da ist, aber ist noch nicht da. Dann kommt die Geburt, es wird sichtbar, man kann sagen, es startet etwas, es gibt einen Prozess und auch einen Durchbruch. Und die Empfängnis ist nichts anderes, als wenn du sagst, Gott, ich lege mein ganzes Leben in deine Hände. Achtung, was passiert, der Schwamm macht. Und wenn der Heilige Geist dir eine Vision gibt, machst du plötzlich so. Du spürst heute Abend, Gott hat was gemacht, aber ich habe noch nicht das Bild, du hast was empfangen. Der Heilige Geist hat deinem Geist etwas gegeben. Der Heilige Geist und der Zeitgeist sind das gleiche. Du merkst heute Abend, es ist was entstanden. Und so, um das zu erklären, möchte ich euch die Schwangerschaft im Bild erklären, wie das funktioniert. Und zwar Dr. David Yonggi Cho, ist ein Pastor aus Korea, ist jetzt im Himmel, hat die größte Kirche der Welt gehabt, 800.000 Gottesdienstbesucher waren da. Es war eine betende Church. Wir haben von ihm gelernt, eine Kirche braucht Kleingruppen. Das ganze Kleingruppensystem von ICF Zürich kommt von Korea, von Dr. Yonggi Cho. Er hat aufgewachsen in Korea, es war mausearm, es war das Drittweltland. Und Gott hat gesagt, du musst den Menschen das Evangelium verkünden in allen Ecken. Und eines Tages sagt Yonggi Cho, ich brauche ein Fahrrad, ich brauche einen Schreibtisch und einen Stuhl. Und Gott sagte, hä? Ist das Gleiche und du sagst Gott, ich brauche eine Frau. Mann. Und Gott sagt, hä? Ich möchte erklären, es ist nichts falsch an dem Gebet, aber es ist total unkonkret. Und Gott sagt, hä? Und Gott sagt zu Yonggi Cho, Fahrrad, Schreibtisch, Stuhl, verstehe ich. Aber was für ein Fahrrad? Was für eine Größe? Gänge, ohne Gänge und dann by the way, was für eine Farbe? Schreibtisch, groß, klein, dick, dünn, aus Papier, aus Glas, aus Stahl. Was für ein Tisch?
Und auch was für ein Stuhl, kleiner Stuhl, dicker Stuhl, logischer Stuhl, bequemer Stuhl, unbequemer Stuhl, was für ein Stuhl. Das Problem ist, wenn du was empfangst, ist es immer unkonkret. Und das ist gar kein Problem, das gehört zum Prozess dazu, dass etwas noch total unkonkret ist. Das vierte ist, man beginnt zu sehen. In der Schwangerschaft wächst etwas. Und plötzlich merkt man, oh, da kommt was, der Rüssel hängt schon raus. Und was dann passiert ist, du machst so und plötzlich siehst du, wow, das trieft ja. Das trieft ja von Gottes Gunst und Gottes Gnade. Du siehst es. Das ist krass, du siehst es bereits schon. Dann sagte Gott zu Yonki Joe, sag mir genau, spezifisch, was willst du dann? Und dann sagt er plötzlich, Gott, ich will ein Fahrrad aus Amerika. Und das war ja vor ungefähr 50 Jahren. Und es muss blau sein und es muss Gänge haben. Der Tisch muss aus den Philippinen sein, aus Mahagoniholz. Und der Bürostuhl braucht Rollen unten so, ich kann rumrollen, so wie ich es Pfann habe. Und es ist das gleiche Bild, wo Gott dich fragt, ich will eine Frau. Und sagt Gott, was für eine Frau? Es gibt 4 Milliarden von Frauen auf der Welt. Du sagst aber, Hauptsache eine Frau. Und Gott sagt, hä? Also, willst du eine christliche Frau? Dann sagst du ja. Und sagt Gott, ja, was für eine christliche Frau? Eine mit einem Tattoo oder mit 2 Tattoos? Eine, die einmal pro Monat in den Gottesdienst kommt, die dich in das Bett schleppt oder in die Church schleppt? Willst du eine, die ist on fire? Sie liebt die Familie, sie ist eine Beterin, sie go for the Holy Spirit? Oder willst du einfach eine Christin, die eine Kette trägt? Und Gott sagt, Und viele von uns haben ein vages Gefühl, eine Sehnsucht und überhaupt nicht konkret. Und der Punkt ist folgendermaßen, was machst du in deiner Gebetszeit? Däumchen drüllen und einschlafen. Die Gebetszeit ist nichts als Heiliger Geist, hier bin ich. Gib mir ein Bild. Wie siehst du meine zukünftige Frau? Wie siehst du meinen zukünftigen Mann? Wie siehst du ICF? Vor vielen Jahren hatten wir diesen Wunsch, eine Kirche zu gründen, die modern ist, wo Menschen zum Glauben kommen. Du wirst so eine Jünger zu Jüngerin, lesen die Bibel, Holy Spirit, und Gott sagt, was für eine moderne Church? Eine moderne FG, moderne Cruciona, moderne Pfingstgemeinde, moderne Hillsong. Du merkst, du hast einen Traum von etwas und es ist überhaupt nicht konkret. Und darum, es braucht diese Schwangerschaft von 9 Monaten, dass etwas plötzlich in dir geboren werden kann. Der 5. Schritt ist, wir beginnen zu bitten. Bitten ist nichts anderes, zu sagen, Gott, jetzt sehe ich, was du vorhast, und Gott macht nichts als ein Gentleman, es sei denn, du fragst ihn. Man sagt nichts anderes, wenn du Gott einen Fingerhut hinhältst, erfüllt den Fingerhut. Gibst du Gott eine Badewanne, erfüllt die Badewanne. Hältst du Gott einen Fluss hin, erfüllt den Fluss. Hältst du Gott einen Becken hin, Gott füllt immer, was wir ihn bitten. Und das sagte Yonki Joe in einer Predigt, hat gesagt, Römer Kapitel 4, Vers 7 hat er gepreacht vor der Church. Gott, der die Toten lebendig macht, der das Fahrrad von Amerika, der Mahagoni-Tisch aus den Philippinen und der Bürostuhl mit Röllchen lebendig macht. Er kann aus dem Nichts Leben generieren. Und er hat darüber der Church gesagt, das wird Gott in seinem Leben machen. Es gibt einen Moment, wo du im Glauben aufstehst und im Glauben aussprichst. Ich und mein Haus, wir dienen Gott. I'm on fire for Jesus. Ich werde eine Frau haben, die geht ab wie Schwitzkatze für Jesus. Sie liebt den Holy Spirit, sie ist im Wort. Du beginnst zu proklamieren für etwas, was du nicht hast, weil du weißt, es ist nur eine Frage, boom, und das Kind kommt raus. 9 Monate später, er hat gepreacht, dann haben die jungen Leute ihn ausgelacht und gesagt, Herr Yonki Joe, you dreamer. Zeig mir das Fahrrad von Amerika. Das war ja nicht da. Den Mahagoni-Tisch von Philippinen. Und dann sagt er, es ist unterwegs. Wenn du eine Frau fragst, die ist im 8. Monat schwanger, zeig mir dein Baby, und sagt sie, ja, schau doch. Es ist da und doch noch nicht da. Das gleiche Bild. Es käme niemand und sagt, ich glaube nicht, dass du ein Baby hast. Ja, was dann? Zu viel gefressen oder was? Es ist gar kein Thema, weißt du, was ich meine? Und du musst verstehen, eine Schwangerschaft hat 3 Phasen.
Du empfängst etwas und es beginnt klar zu werden und dann beginnst du zu proklamieren. Und ich ende mit dem letzten Punkt, um das zu schließen. Du musst im Glauben handeln. Du musst das, was du glaubst, im Glauben handeln. Jakobus 4, 7 bis 8 sagte, unterstellt euch Gott. Wenn du dich Gott unterstellst und dem Teufel widersetzt, dann muss der Feind fliehen. Diese Dinge, die werden fliehen, wenn ich mich Gott unterstelle. Dann wird Gott dir nahe sein. Er wäscht meine Hand von der Schuld und der Sünde. Und ich gebe mich von Herzen hin, es macht einen Unterschied. Mit anderen Worten, es gibt dieses Wort und was eigentlich unterstellt durch Gott, gibt es ein Wort auf Englisch. Ich liebe Englisch, weil es eine einfache Sprache. Yes, no. Push. Das Wort Push in Englisch heißt, ich bete, bis etwas passiert. Das heißt, ich gebe nicht auf, so lange zu beten, bis das Realität wird. Und es gibt viele Stories von Frauen und Männern, die machen uns Mut im Glauben. Ich werde euch ein Fast Food präsentieren und du wirst dieses Bild nie mehr vergessen, bis du stirbst. Und jetzt mal diesen Fast Food siehst, wirst du dich an diese Predigt erinnern. Ich zeige euch, wie ich das hinkriege. Are you ready? Conley Harold Sanders, ein Amerikaner, Bild mitgebracht. Er ist ein Pfingstler. Er hat in Zungen gebetet wie niemand anders, ein voll erfüllter Christ. Er hatte bis 65 Jahren keinen Erfolg im Geschäft. Er war mausearm, er war pensioniert und war pleite. Ein voll erfüllter, charismatischer Speaking in Tongues war pleite. Und eines Tages hat Gott ihm gesagt, Conley, du hast eine Begabung. Er hat was entdeckt, er hat Hühnchen gegrillt in einer Soße, so im Öl. Und er hatte 11 Kräuter und 11 Rezepte. Und niemand hat von dem gewusst, gesagt, das kann ich, das ist unglaublich lecker. Er ging von Restaurant zu Restaurant und hat gesagt, lass uns ein Franchise machen. Ich grilliere die Hähnchen und ihr verkauft sie. Er hat 1009 Mal, jetzt kannst du ein Bild machen bitte, 1009 Mal haben Leute gesagt, nein, 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 nein. Nur weil jemand dir 3-mal Nein sagt, du nicht so beleidigt. 1009 Mal bedeutet, deine Minderwert, die ruft und sagt, hallo. Wenn der Geist Gottes in uns drin wohnt, das ist kein Slogan. Gott hat nicht den Geist der Angst gegeben, den Geist der Kraft. Dann kannst du dem Geist Gottes nicht aufgeben, du bleibst dran, auch wenn 1009 Mal du Nein hörst. Und an ein Restaurant gesagt, okay, schaut's nicht, bringt's nicht. Hat gesagt, okay, ich versuch's. Und er brachte die Chicken dahin, in das eine Restaurant. Und es ging ab durch die Decke. Aus diesem einen Restaurant ist Kentucky Fried Chicken entstanden. KFC. Wenn du bei McDonald's stehst und siehst ein KFC, das ist unser Bruder, wo der sagt, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Ich habe 1009 Mal gehört, nein. Aber wenn der Geist Gottes in dir drin wohnt, dann wirst du nicht aufgeben. Er wurde mit 88 Jahren Multimillionär. Es ist nie zu spät, um reich zu werden, aber auch nicht zu früh. Und ist heute, wurde so reich und Kentucky Fried Chicken, wenn du diesen Slogan siehst, vor dem Fast Food stehst, möchte, dass du nie vergisst, da war ein Bruder, der hat nicht aufgegeben. Jetzt gibt es einen Punkt. Viele von uns sagen, ja, das ist typisch eine amerikanische Story. Hast du auch schon mal gehört? Nein. Das ist keine amerikanische Story. That's a God story. Das ist die Geschichte Gottes auf der ganzen Welt.
Nur weil du im Moment nicht einen Durchbruch siehst, x-mal Nein hörst, wirst du nicht aufgeben zu glauben, dass Gott zum Ziel kommt, weil mein Schwamm ist gefüllt mit den Zusagen Gottes und es trifft und ich sehe es und ich proklamiere es und ich gebe nicht aus, bis ich das Wunder sehe. Amen. Ich werde heute Abend beten, zwar 2 Gebete. Ich möchte zuerst für die Menschen beten, die haben noch nie ihr Leben Jesus anvertraut. Du bist heute Abend hier, schaust online Micro Church im Club und du spürst, Jesus ruft mich. Und ich lade euch ein, aufzustehen, alle zusammen. Ich lade dich auch ein, deine Augen zu schließen. Lass uns unsere Augen ganz kurz schließen. Wenn du merkst, Jesus ruft mich heute Abend. Mein Herz klopft wie wild und ich spüre heute Abend, ich brauche Jesus. Ich bin dermaßen verloren ohne ihn. Ich möchte dich einladen, in einem ganz kurzen Gebet mit mir zusammen zu beten. Ich werde einen Satz vorbeten. Du kannst ihn leise für dich mitbeten. Das ist deine Entscheidung, Jesus. Hier bin ich. Danke, hast du mich wunderbar und einzigartig erschaffen. Ich habe Fehler gemacht, gesündigt vor dir und auch den Mitmenschen. Ich bitte dich, vergib mir all meine Sünden und all meine Fehler. Ich nehme deine Vergebung in Anspruch. Ich lege mein Leben in deine Hände. Sei du mein göttlicher Vater. Leite und beschütze mich. Segne und führe mich. Mein Leben gehört dir für immer. Ich habe dieses Gebet mit 18 Jahren gebetet und es hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Es war der Startpunkt gewesen mit Jesus. Ich möchte dir heute Abend sagen, willkommen zu Hause. Die Bibel sagt, deine Sünden und Fehler sind dir vergeben. Du hast eine neue Familie. Aber wenn ich heute Abend über dieses Thema spreche, dann sehe ich manchmal die Ente in mir, wo einfach Angst hat, wenn Gott was sagt, was ich nicht hören will. Vielleicht hast du so schwere Wörter, Dinge in dir drin, wo du merkst, das hat dich geprägt. Es tut mir leid, wo ich deinem Wort nicht gehorche. Es tut mir leid, wo ich den Verletzungen mehr Gewicht gebe als deiner Vergebung. Du kennst meine Wünsche, du kennst meine Ziele, du kennst meine Pläne, du kennst meine Sehnsüchte, du kennst auch die Bereiche, wo ich ungeduldig geworden bin zu warten. Ich gebe dir heute Abend die Erlaubnis und Gott macht nichts ohne deine Erlaubnis. Reinige mich. Drücke diese Dinge weg von mir, die mich immer wieder gefangen nehmen. Und wenn Gott drückt, da kommen Dinge raus, die sind nicht schön. Aber du, Jesus, bist nicht überrascht. Du starbst am Kreuz für alles, was ich verbockt habe, für alles, wo ich im Kleinglaube handle. Du drückst es aus. Dein Blut reinigt mich von allen Fehlern und allen Sünden. Ich möchte dich einladen, für einen ganz kurzen Moment einfach dein Herz Jesus hinzuhalten. Und ich möchte ein ganz kurzer Moment ruhig sein. Und dann möchte ich heute beten, dass der Geist Gottes dich tauft mit dem. Aber lass uns einen Moment einfach uns Zeit nehmen und zu sagen, was tut dir leid? Wo soll ich vergeben? Was muss ich loslassen? Wo fällt es mir schwer, Gott zu vertrauen?
heiligt euch, reinigt euch, denn morgen werde ich ein Wunder vollbringen. Du kannst von den Wundern Gottes nachlesen im Alten Testament. Sie waren gigantisch. Sie waren kraftvoll. Sie waren nicht von dieser Welt. Da, wo wir unsere Knie beugen vor dem lebendigen, heiligen Gott, wo wir uns pressen lassen, da werden Wunder geschehen morgen. In deiner Schule morgen, in deiner Ausbildung morgen, im Militär morgen. Morgen macht Gott Wunder. Jetzt bete ich, Heiliger Geist, dass du kommst und uns taufst mit einer Vision. Tauf mich jetzt mit einem Bild, wie Gott mich sieht. Ich empfange in meinem Geist jetzt ein Wort, ein Gefühl. Und es ist wie eine geistliche Geburt jetzt entsteht. Sie ist noch nicht konkret, aber du spürst es. Komm, Heiliger Geist. Da, wo wir Raum geben der Gegenwart Gottes, da nimmt er immer Raum ein. Es ist nicht, dass Gott nicht da ist. Das ist theologisch in sich nicht korrekt. Aber Gott macht nichts ohne ich schaffe einen Raum. Ohne ich habe diese Sehnsucht. Ohne ich habe dieses Verlangen. Gott, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus wohnt in mir. Und dieser Bibelvers war einer der ersten Bibelverse, wo ich auswendig gelernt habe, weil ich gemerkt habe, ich muss den proklamieren, nicht einmal pro Tag, sondern mir ist ein Kampf. Und ich habe mir gesagt, Leo, halt, stopp, nicht dein Wille, nicht deine Wünsche, nicht deine Pläne, nicht deine Ziele, sondern der Geist Gottes wohnt in mir. Der Wille von Jesus wird sichtbar von Tag zu Tag. Nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Nicht ich lebe, Christus lebt in mir. Vielleicht muss diesen Bibeltext stündlich aufsagen, vielleicht sogar jede Minute. Das spielt keine Rolle, aber das, was man ausspricht, was man proklamiert, zu dem wird man werden. Hey, wir hoffen, die Message hat dich ermutigt und hat dich weitergebracht in deinem Lauf mit Jesus. Oh ja. Wenn du merkst, dass Gott irgendetwas gesprochen hat in dieser Predigt, dann schreib es dir doch gerade auf, weil wir vergessen so schnell, was Gott redet. Schreib das irgendwo auf ins Journal oder in dein Handy in den Notizen. Wir lieben unsere Leute, die online sind, möchten aber gleichzeitig dich auch einladen, komm mal vorbei. Absolut, komm vorbei. mal vorbei. Und komm uns Heu sagen, dir eine Hand schütteln, wäre schon noch nice. Und am 5 Uhr geht es da übrigens schon los, so in kleinen Gruppen, die aber offen sind, wo du gerne auch kommen darfst. Und sonst am 7. Uhr in unsere Celebration. Und vor allem abonniere unseren Telegram-Kanal, dort kommst du immer mit über, was gerade läuft. Oder kommst mal in ein Camp oder irgendetwas so. Yes, hey, bist gesegnet und wir wünschen dir eine super Woche. Ja.